Es sind den Alex Haas, ich bin 26 Jahre. Ich wohne zu Weiler seit ein paar Jahren. Es ist noch wirklich gekommen, weil bei mir mit 13, 14 Jahren Asperger-Syndrom diagnostiziert ging. Das werde ich überraschend fand. Ich wusste nicht, was das wäre. Also eine Krankheit, Behinderung oder so. Und dann habe ich das auch gewollt. Und ich war schon erstaunt. Und ich war auch während der Zeit, wo das bei mir diagnostiziert ging, während meiner Lebenszeit beim Psychologen gegangen, die das nämlich rausfand. Ja, wo ich dann am September 2012 angefangen habe, war ich auch am Stage d'Opération für 3 Monate, wo ich den Stage fertig gemacht habe, und sie mich auch abgeholt. Und da war ich für 2 Jahre auch im SFP. Ich habe den SFP 2013 auf 14 gemacht, 2 Jahre, und dann habe ich 2015 war ich dann einen offiziellen Mitarbeiter von Autism Lützburg, wo ich auch meinen Pai gekriegt habe. Allermeisten, all inclusive. Ich arbeite schon seit 4 Jahren beim LOD. Das ist eine Aufkürzung für Lützburg ohne Diktionär. Ich habe auch seit kurzem ZLS. Meine Aufgaben sind Audio schneiden und Texte verbessern. Äxte still, Äxte stiller, Äxte stillen. Äxte still, Äxte stiller, Äxte stillen. Wir sind am Center für Lützburg Spruch und zu den Hauptprodukten vom Center gehört den Lützburg Online-Diktionär, den LOD.lu. LUT, den immer mehr frequentiert wird von den Leuten und in dem auch den Alex ganz konkrete Matschafft. Unter anderem gehört zu den Aufgaben die einzelnen Audiofichien, die wir hier abholen, an unserem Studio zu schneiden, aber die richtigen Artikel zu setzen. Das ist eine Aufgabe, die den Alex möchte, eine Aufgabe, von der Menge schon alle Utilisateure vom LOD auch schon profitieren. Eine andere Wolle, ein bisschen mehr am Hintergrund von Alex' Missionen ist, dass der Textkorpus, den wir haben, eine große Textsammlung findet. Da möchte Alex Kontrolle, das ist eine Arbeit, die viel Konzentration und Gewissenhaftigkeit voraussetzt, und die möchte ich ganz gut. Bei Autism Lützburg habe ich gesagt, das Ziel ist, auch war, für uns schaffen zu gehen. Und der Wunsch war, auch wirklich für uns schaffen zu gehen, was mir natürlich auch ermöglicht gehen. Also, es ist noch extrem froh und stolz. Klar, vermissen ich auch wirklich auf der anderen Seite. Wir sind aber auch froh, auch dabei sind, sich für andere Sachen kennenzulernen. Den Alex schlägt sich ganz gut meisten Arbeit zu machen hin, debrouilliert sich. Hier geht einfach eins. Ich meine, da kann ich gar nicht anders sagen. Hier könnt Neues schaffen. Allein an der Weise genau, was zu machen hat. Er organisiert sich selber. Wenn er so viele Sachen zu schneiden hat oder zu kontrollieren hat, dann gibt sich immer so eine Einzelmission. Das will ich Neues machen, das will ich Mittes machen. Das klappt ganz gut. Und auch sonst, das ist ein ruhiger Mitarbeiter, den aber trotzdem gerne auch soziale Kontakte hat, den heißt auch froh ist, wenn man engem zu schnitzen, den auch froh ist, wenn man Besuch könnt, oder den auch dabei ist, wenn einzelne Leute aus der Equipe heute zu Mittag essen. Da geht auch über Gott und Welt geschwärzt, geht auch viel über Fußballschule geschwärzt, geht über Zule geschwärzt, über Geburtstag geht geschwärzt. Also den Alex ist wirklich ein ganz beliebten Mitarbeiter hier am Center, und ich meine, dass ich für die ganze Equipe kann schwätzen, wenn ich so, dass den Alex eine absolute Bereicherung für das Team ist. Asperger-Syndrom ist am Anfang eine Krankheit für verschiedene Behinderungen. Das sind am Anfang Menschen, die Probleme haben für ihren Alltag zu meistern, teilweise, oder für auch allein am Leben zurechtzukommen. Die können nicht ohne Eltern, nicht ohne Betreuung, wenn sie an einer WG oder allein wohnen oder an einem Foyer, brauchen sie Betreuung. Und alle Autisten haben seine Stärken und seine Schwächen, die können mehr das machen wie andere Leute, und auch umgedreht. Also jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Das Interview ist hier in meiner Wohnung, in meiner Stufe. Ich wohne zu Weiler und ich wohne allein. Es gibt auch einen Service, der heißt Swivi, und die helfen mir, mich auch zu betreuen für viele Sachen. Das ist nicht so, dass ich komplett allein ohne irgendetwas wohnen. Also schon hier helfen. Den Alex wohnt allein an einem Appartement von Autism Lützburg. Center ein paar Jahre schon, und spielt sich da ganz wohl. Den Alex ist relativ autonom. Ihr kriegt natürlich noch Unterstützung an den paar Bereichen von unserem Service Vivi. Das betrifft den Bereich Freizeit.
Da machen wir allsams den Sortier mit Leid, für dass sie sozialen Austausch kriegen, wo ihn eben matt mischt. Dann bieten wir ihm an, ihn beim Abkauf zu begleiten, wenn ihn ihr Sachen muss kaufen. Wir machen mit Team Swivien, wir machen mit Team Aktivitäten, sportliche Aktivitäten, auch wie zum Beispiel Triple gehen. Oder dass wir einfach mal eine Diskussion machen, mit Team zusammen. Die Swivi, die organisieren Aktivitäten des Weekends, Samstags, Ausflüge von bis praktisch ganz Jahr an. Sie machen auch einmal am Jahr eine Kolonie. Da wird dann immer geguckt, wie die Leute gefragt, ich will mal an die Bierger, ich will mal in die Stadt gucken, ich will mal über die Plage gehen. Ja, von den Aktivitäten sind auch ganz viele flotte Sachen dabei, praktisch alles, was geht. Zu meinem Hobby noch Fernsehen gucken, Playstation, mal Videospiele, aber ich probiere viele Sachen draußen zu machen. Triple gehen, Velo, das sind schon lange nicht gefahren. Ja, ein bisschen etwas mit der Familie nachholen. Aber meistens kommen sie bei mir auf Besuch oder ich gehe meine Familie besuchen, Tante, Monien, Großeltern, ja, Cousins. Meine Zukunft, ich will schon bald 6 Jahre zu der Tour. Ich hoffe, es geht noch ein paar Jahre dabei. Wenn ich ein neu rausplündern, müssen wir immer gucken, wie das dann funktioniert. Im Moment sind ich auch allein, ich habe keine Lebenspartnerin. Wenn ich auch eine Freundin habe, wäre ich auch dann froh. Und sonst probiere ich mich immer auf der Arbeit gut drin zu gehen, mich schrappen, vielleicht Sturm ganz neue Sachen. Aber im Moment fühle ich mich so wohl, wie es ist. Vielleicht noch den Führerschein am Auto fahren. Wer weiß, hat noch als ob mich stören kann in Zukunft. Wer weiß, vielleicht auch kann man, das weiß ich nicht. Also,